Das war leicht. Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. So, jetzt sind wir in der Höhle des Feenforschers. Feuerstelle. Der Forscher scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Nur noch Kohlen und Asche. So, jetzt haben wir Holzkohle. Wie schaut denn aus? Zum Einhurzen. Da brennt nichts mehr. Alles Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. So, die Kerze brennt nimmer. Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein, Du musst es herausfinden. das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Was macht er in einer Vitrine? Vitrine? Klaus, warte mal. Klaus kann man zerbrechen, oder? Du musst ihn befreien. Vielleicht das. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. So, da haben wir noch eine Spinne. Die brauchen wir nicht. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Eine Zeichnung. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Was ist da drin? Mach sie auf. Tafeln. Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Unverständliche Symbole, Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Unverständliche Symbole, damit kann ich nicht... So, die Glasscherben. So ein Aufstand wegen ein paar Scherben. So ein Aufstand wegen ein... Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. So, das Kleidel wieder ganz, gell? Und dann gehen wir mit, die sagen, in die Höhle. Komm, wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Scheiße. So, eine Wegbeschreibung. Mann, was soll das heißen? Eine Rechnung? Komm, wir gehen. Nein. Besser nicht. Als Kind habe ich manchmal mit Kohle gezeichnet. Kannst du mich zeichnen? Dreidimensional. Dreidimensional? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ach nein. Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Es ist völlig verkohlt. Herr Tätigmund, mit der Kohle kann ich was meinen. Da brennt nichts mehr. Alles schon verkohlt. Ach was. Mir fällt dazu nichts ein. Das hilft auch nicht weiter. Ich bin nicht sicher, ob sich das schneiden lässt.
Denk nicht mal dran. Schon gut. Nuri, So, was war's denn Sie? Hat sie einen Lichtzauber? du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht und es scheint kein Mond. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Ich schaue mich mal weiter um. Ja gut, doch ein Lichtzauber. Das ist doch keine Vase. Sie bringt Schmetterlinge. Oh, sieh mal. Aha, das ist ja. Da haben wir einen Faden. Das hat eine Bedeutung. Oh Gott, schön. Ja, ich schätze mal. Ein Ressel, ha? Ich glaube, wenn du 2 Fäden kreuzt, zeigt dir Schatten einen Ort auf der Karte. Also immer nur 2 Fäden. Mein Kopf ist leer. Mist. Nur 2 Fäden. Aber welche? Verdammt, ich weiß einfach nicht, wonach ich suchen soll. 2 Fäden. Wie schaut der mit der Steintafel aus? Hätte das einen Hinweis? Oder soll ich da irgendwas ausrechnen? Keine Zeit für Experimente. Ich schätze mal, wenn wir das auf gut Glück machen, dann dauert es ein bisschen länger. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Warte mal. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte, Oh nein. was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. So, können wir hinten aussehen, nicht, oder? Nein, die Orks sind da. Scheiße. Das wird schon mal nichts mehr. Nach unten kommen wir nicht, oder? Komm, wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung. Wegbeschreibung. Ja, pass auf. Wir müssen auf jeden Fall 2 Fäden kreuzen. Und das sagt man dann den Zielort da. Die Frage ist gerade, welche Fäden das sind.
Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Was sagt er? Ein Smaragdspinnennest. Du auf der Doof ist ein Nassspinnen. Das ist ein Hinweis? Was soll das sein? Das sind Start vielleicht. Die Doofe nochmal. 6 mal 3 und 2 mal 4. Sind das vielleicht die Tropfsteine draußen? Das Blöde ist, man weiß nicht, wo hinten vorne ist. Ich kann es gerade ausprobieren. Warte mal. Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Das Smaragdspinnennest. Das dürfte dann... Pass auf, das ist der 6., oder? Das ist der 2. Kann nicht sein? Stimmt das? Schon, gell? Jetzt will ich mich nicht täuschen. Und das da unten ist der 4. und der 3. Nein, Mann, das ist weg. Doof her. Sag das, der 3. und der 4. Das heißt, die sind Omat und die unten. Und die Rede war auch von einem Kunstwerk. Ich schaut mal, wir brauchen den noch, ha? Den Code da. Sechs und 2, das war Omat. 3 und 4 ist unten. Wir brauchen aber 4 und 2 Omat und 1 und 4 unten. 4 und 2 Omat. Wir brauchen den da und den da. Eins und 4. Den da hier und der untere war. Zwei und 4. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Jawohl, wir haben's. Wieder. Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus, dann einmal links, nein, zweimal links, dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Den Weg abzeichnen, das ist auch noch.
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Ich glaube, ich weiß... Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Geron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Baby, keine Panik. Kämm und nimm mich aus. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. So, ist das der Feenforscher? Kann ich sein? Die 12 zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wanda. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur 3-mal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta, Sphärenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Huch! Rettet euch! So, ich darf mal sagen, das Kunstwerk ist im Arsch. Er ist Sie ramponiert. ist verrückt geworden. Ja, Sie gute ist Frau. noch verrückter geworden. Ich muss ihm sagen. Nuri? Andrianvella, Myrina Matesta, Eliana Natti. Geroneo Andrianvella. Was hat sie gesagt? Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Ja gut, ein gültiger Verstand verloren. So, der Feenkristall. Da ist ein Abgrund, da geht nach Omat. Euer Stab ist zerbrochen. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Warte mal, der Rucksack. Mein Arm ist zu kurz. Zu kurz. So, jetzt kann ich. Diesmal war ich aber nicht schuld. Das kann er nicht. Was war's denn hier? Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Moment. Hier, nehmt einen Schluck.
Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk, Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick. Wir müssen Nuri retten. Sie ist von uns abgeschnitten und scheint unter Schock zu stehen. Wundert mich das? Sie musste ja unbedingt die Feenkristalle anfassen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Die Notizen. Das Blöde ist, und ich komme nicht ohne. Wir müssen Nuri retten. Der Brocken ist viel zu schwer. Moment. Außerheben. So, das ist der zweite Teil. Ja, die Frage, können wir das reparieren, ha? Nuri? Könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Atial ni myne dunaval. Is mandrairelli. Islera mandrairelli. So, der Mausstab ist wieder heil, gell? Mir wäre wohler, wenn der Stab einen Widerhaken hätte. Sonst fällt das Lebenswerk des Forschers in den Abgrund. Und ein solches Unglück möchte ich nicht auch noch auf meinem Gewissen haben. Herr Geron ist ja gut. Widerhaken. Nimm mich durch hier. Ich verbrenne mich nur. Das lässt sich nicht schneiden. Ein Widerhaken. Der Arm der Feenritterstatue. Das ist ein Widerhaken? Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Ja gut. Unumulila, Geron. So, sie spinnt immer noch, gell? Er hust wie ein Wahnsinniger. Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Ja, Kumpel, der Rucksack. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Die Wegbeschreibung. Denkst du, sie findet die Mühle? Auf Nuri ist Verlass. Gut. Feen sind nämlich häufig etwas unfokussiert. Ich bleibe hier. Diese Felsen stürzen jeden Augenblick in den Abgrund. Sammelkorb. Zu kurz. Wir müssen Nuri retten. So, jetzt braucht die Wegbeschreibung. Er fliegt davon. Feeische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Hier hast du noch eine Wegbeschreibung. So, der erste ist daneben gegangen. Ich schätze mal. Ich schmeiß das Ding da rein, ja? Jawohl. Folge der Beschreibung bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Komm, Junge, es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen, bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich.
Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre. Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nori damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Sehers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Warum ausgerechnet Nori? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nuri und ihre Heimatwelt? Über ihre Herkunft hat sich Nori stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Noris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Nori darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Wisst ihr, woher Nori stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Nuris Heimat könnte die Feenwelt Neyrut Neva sein. Neyrut Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst? Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei. Doch von Satinaf berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer. Doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahr machen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nuri noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nuri antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Satinaf. Satinaf. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinaf erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinaf war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinafs Zahn überall? Ja, obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nuri dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nuri nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nuri Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Nuri will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Nuris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neyrut Neva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinaska Marschen.
Wo genau finde ich das Feentor? In Engvi weilt ein Kollege von mir, Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neyrutneva. Ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Engvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nuri sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Wollt ihr nicht mit Nuri nach Engvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es. Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast.